Guten Morgen, liebes ICF. Ich freue mich auch, hier zu sein, auch wenn es immer noch, weil ich so selten predige, ein bisschen komisch ist, all die Menschen so weit weg von mir zu haben. Aber wenn ich euch höre und spüre, ist doch das gut. Wir sind in einer sehr spannenden Serie, wie ich finde, Lebensstil Jesus von seinem Rhythmus lernen. Und an dieser Stelle so ein großes Danke an all die Predigten oder Predigerinnen, die vorher Predigten gehalten haben. Und als Matthias in seiner Einführung zu dieser Predigtreihe geredet hat, da hat er unter anderem darüber geredet, wie ihn dieses Wort Jünger und Jüngerschaft irgendwie so ein bisschen nervt. Und nur wie Matthias das kann, hat er mit all seiner Inbrunst und das erklärt. Und ich dachte mir, Matthias, ich bin voll bei dir. Ich finde es im Fall auch so ein bisschen seltsam, dieses Wort. Und peinlicherweise hat mich das immer so ein bisschen gehindert, so mit ganzem Herzen zu sagen, ja, ich bin Jüngerin. Und irgendwie hat Matthias dann gesagt, aber wenn man das übersetzen würde, richtig, dann wäre es mehr Schülerin oder Lehrling. Und als ich Lehrling gehört habe, Lernende, da dachte ich mir, ja, irgendetwas in mir ist so wie an den richtigen Platz gefunden. Und ich habe gedacht, ja, das will ich sein. Ich will ein Lehrling, eine Lernende von Jesus sein. Das hat mich begeistert, weil ich von Jesus begeistert bin. Ich bin auch herausgefordert, aber ich bin von Jesus begeistert. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren eigentlich auch schon gelebt habe oder zumindest versucht habe zu lernen. Und das Spannende ist ja, wie manchmal so etwas ganz Kleines etwas bei uns ganz Großes auslösen kann. Und ich bin mir sicher, ich habe das schon x-mal gehört. Aber erst an diesem Morgen hat es bei mir etwas ausgelöst. Und das ist ja das Schöne. Wenn wir Lernende von Jesus sind, dann sind wir so in einem lebenslangen Prozess. Und dann können wir etwas immer und immer wieder hören und plötzlich macht es Sinn. Oder wir können es hören und weil wir an einem anderen Punkt im Leben stehen, entdecken wir wie einen neuen, einen anderen Aspekt. Und ich fordere uns auf, lass uns so lebenslange Lernende von Jesus sein. Und das Thema von heute, wir haben es schon gehört, es heißt tiefe Gemeinschaft. Glauben ist kein Solo-Projekt. Und die ein bisschen ältere Generation hier im ICF, die schon lange im christlichen Setting unterwegs ist, die kennt vielleicht noch so diesen christlichen Gassenhauer. Und ich wollte eigentlich auch der jüngeren Generation dieses musikalische Juwel nicht vorenthalten und wollte das so mit YouTube einspielen. Der singt das nämlich einerseits mit so viel Leidenschaft und gleichzeitig so langweilig, das muss man gehört haben. Aber man darf das aus rechtlichen Gründen nicht. Wer kennt noch den Solo-Christ? Gibt es irgendjemand? Würdest du vielleicht gerade vorsingen? Du könntest gerade da nach vorne kommen und auch so, weißt du, in dieser Kombination. Nein, geht nicht. Okay. Warum geht es denn nicht als Solo-Christ? Ich singe es jetzt auch nicht, weil sonst läuft ihr jetzt schon davon. Warum geht es denn nicht als Solo-Christ? Warum kann es alleine gehen? Weil du alleine ganz verloren bist und dann niemand zu helfen kann. Ein Christ braucht der andere braucht mich. So helfen wir einander auf dem Weg in sein Reich. Ein Christ braucht der andere braucht mich. So helfen wir einander in sein Reich. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Strophen. Das ist eines der wenigen Lieder, die ich auswendig kann. Leider. Es gäbe andere, die hätte ich wirklich gerne in meinem Kopf, aber nein, wenn etwas rauskommt, dann ist es der Solo-Christ. Und ich habe dieses Lied vorwärts und rückwärts gesungen. Ufe und abe. Aber ob ich es wirklich verstanden habe, ob ich wirklich begriffen habe, um was es geht, ich weiß es nicht.
Und wir reden heute darüber, dass es eben kein Solo-Projekt, eben kein Solo-Christ, sondern dass wir echte, tiefe, bedeutungsvolle Gemeinschaft brauchen. Und das ist in einer Zeit, in der wir vor allem in der westlichen Welt so hochgradig individualistisch unterwegs sind, hochaktuell. Und aus dem heraus wird Einsamkeit als eines der größten Probleme, gesellschaftlichen Probleme beschrieben. Unzählige Studien zeigen auf, dass sich immer mehr Menschen sehr, sehr einsam fühlen. Und das nicht nur bei alten Menschen, die sich die im Altersheim leben und denen die sozialen Kontakte langsam wegsterben, sondern bei jungen Menschen. Und das in einer Zeit, wo wir eigentlich digital total vernetzt sind. Aber vernetzt sein ist nicht das Gleiche wie Gemeinschaft haben. Und digital vernetzt sein hat wahrscheinlich seine Berechtigung, und ich sage wahrscheinlich, weil auf einer Skala von 1 bis 10 bezüglich digitaler Vernetzung bin ich wahrscheinlich bei minus 25. Ich bin nicht, er weiß es, ich bin nicht digital vernetzt. Nicht, weil ich das aus Prinzip boykottiere, sondern einfach, weil es mich nicht interessiert, weil ich anders gestrickt bin. Und ich glaube aber, und ich denke auch, das hat seine Berechtigung, das hat auch seine Bereicherung. Aber digital vernetzt sein ist nicht das Gleiche wie Gemeinschaft haben. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir sozusagen einen kompletten Gegenentwurf zu Einsamkeit, zu Vernetztsein oder zu hochgradig individualistisch. Und das Spannende ist, er kann ja nicht anders. Denn Gemeinschaft ist sozusagen in der DNA von Gott. Im 1. Mose, da steht, dann sagte Gott, dieser eine Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Und dieses Wir wollen, das kann ja so gesehen werden als ein Hinweis auf diese Dreieinigkeit Gottes. Gott selber ist in sich Gemeinschaft mit Gott Vater, Gott dem Sohn und Gottes Geist. Und dann sagte dieser eine Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, heißt es weiter, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und weil wir geschaffen sind, eben als Ebenbilder von Gott, vom Gott der Gemeinschaft, da steckt die Gemeinschaft, die DNA der Gemeinschaft in uns drin. Und wir brauchen gesunde, wir brauchen gute Gemeinschaft. Und Jesus, als er auf der Welt gelebt hat, er hat das weitergelebt, diese Gemeinschaft. In Markus 3 wird beschrieben, wie Jesus seine 12 Jünger, eben seine 12 Lehrlinge, Lernende beruft. Es heißt hier, danach stieg Jesus auf einen Berg. Er rief die Jünger, die er bei sich haben wollte, und sie kamen zu ihm. Dann wählte er 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Und etwas später im Kapitel, er ist irgendwo in einem Haus am Lehren, und dann kamen seine Mutter und seine Geschwister kamen. Und es war ein Riesengedränge wie immer bei Jesus, und sie kamen nicht zu ihm und sie sagten, sag doch Jesus, er soll schnell herauskommen, wir wollen mit ihm reden. Und dann ging das vom einen zum anderen, bis jemand in der Nähe von Jesus sagte, du, deine Mutter und deine Geschwister, die sind vor der Tür, geh doch schnell raus, die wollen mit dir reden. Und dann reagiert Jesus sehr, sehr seltsam. Es heißt hier, doch Jesus fragte zurück, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Und immer in diesem Moment stelle ich mir so die Jünger vor, wie sie denken, okay, ist da alles noch in Ordnung? Was haben wir da zugesagt, dass wir da dem nachfolgen? Jetzt wäre noch der letzte Moment, wo ich ganz schnell
wegrennen könnte. Will ich wirklich mit dem unterwegs sein? Aber dann heißt es weiter, er sah seine Zuhörer an, die rings um ihn saßen und sagte, hey, das sind meine Mutter, meine Geschwister. Denn wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Und ich glaube, in dem Moment wurde den Jüngern bewusst, in welchen Dimensionen Jesus denkt. Ihnen wurde bewusst, wir sind nicht nur berufen zu Jesus, nein, wir sind berufen in eine göttliche, wir sind berufen in eine geistliche Familie. Und das Gleiche, das gilt heute auch noch für uns. Wir sind berufen, ja, Jesus nachzufolgen, von ihm zu lernen. Aber wir sind gleichzeitig berufen in eine göttliche Familie, um zusammen mit dieser Familie zu lernen und zu wachsen, um Gemeinschaft zu haben. Dr. Hellermann, ein Theologieprofessor, der sagt ziemlich scharf und pointiert, we either follow Jesus together or we don't follow him much at all. Das heißt, wir könnten das übersetzen wie, wir folgen Jesus entweder gemeinsam oder eigentlich gar nicht. Es gibt nicht so eben dieses Solo-Christ- und Solo-Projekt, ich folge Jesus ganz alleine mit meinem Rucksack. Denn Jesus weiß, ohne Gemeinschaft ist kein wirkliches Wachstum möglich. Gemeinschaft ist nicht nur etwas Ergänzendes im christlichen Leben, sie ist eine der Voraussetzungen. Es gibt noch andere Voraussetzungen, ganz klar, aber sie ist eine davon. Und lasst uns so ein paar Seiten oder so ein paar Grundpfeiler von Gemeinschaft, von echter, von tiefer Gemeinschaft anschauen. Und ich starte vielleicht mit einem etwas seltsamen ersten Punkt. Und ich mache den auch ganz kurz. Aber ich glaube, um wirklich echte, tiefe Gemeinschaft zu haben, muss ich die Fähigkeit haben, alleine zu sein. Nicht einsam, nicht Solo-Projekt, sondern alleine. Ich glaube, wenn ich nicht alleine sein kann, dann kann ich auch nicht mit anderen sein. Ich alleine mit Gott, aber im Fall einfach auch ich alleine mit mir. Mich selber aushalten ist manchmal gar nicht so einfach. Und Jesus hat das vorgelebt. Er war so oft in Gemeinschaft, er war immer umgeben, er war immer mit anderen Menschen und hat das Leben mit ihnen geteilt. Und trotzdem lesen wir, er hat sich immer wieder zurückgezogen in die Stille, ins Gebet, in die Ruhe, in die Einsamkeit. In Lukas heißt es, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Echte, tiefe Gemeinschaft braucht die Fähigkeit, dass wir alleine sein können und uns selber aushalten. Kannst du das? Machen wir das? Der zweite Grundpfeiler ist Tiefe statt Breite. Dunbar, ein britischer Anthropologe, der hat so ein Konzept entwickelt, das wird so heute vor allem in der Unternehmensführung gebraucht und wie bei allen Konzepten, das kann man so oder so interpretieren, so oder so anschauen. Wichtig ist ja vor allem, dass wir es nicht dogmatisch anschauen, aber ich finde den Grundgedanken oder die Idee dahinter, die finde ich sehr spannend. Er sagt, es gibt wie so verschiedene Kreise, in denen Menschen Beziehungen pflegen. Es gibt so den äußersten Kreis, das ist, glaube ich, so etwa 1500 Leute. Da erkennt man Leute noch. Und da fühlt man sich vielleicht auch zugehörig. Aber stabile und bedeutungsvolle Beziehungen, ist uns allen klar, das kann man mit 1500 Leuten nicht machen. Und irgendwann kommt dann so der 4. Kreis, das ist die berühmte Dunbar-Zahl, die dann für alles gebraucht werden kann und wird. Und das sind so etwa um die 150 Personen. Das ist die Anzahl an Menschen, wo noch irgendwie so eine persönliche Beziehung gepflegt werden kann. Aber die emotionale Intensität, und ich ergänze da auch das geistliche Wachstum,
ist hier sehr klein. Man kann sagen, je größer der Kreis, desto kleiner die emotionale Intensität und das geistliche Wachstum. Und dann gibt es einen dritten Kreis weiter innen, das sind so etwa 50 Personen, das sind gute Bekannte, das sind auch Freunde, die sieht man regelmäßig, man tauscht aus und da kann schon Beziehung passieren. Aber in einer Krisensituation ist das nicht eine der Personen, bei der du dich meldest oder wo du anrufst. Weil da kommen so die zwei innersten Kreise ins Spiel. Der erste Kreis, 2 bis 5 Personen, ganz enge, ganz intime Freunde, vielleicht Familie auch. Und der zweite Kreis, etwa 10 bis 15 Personen, enge Freunde. Das kann auch variieren, je nach Persönlichkeit, die wir haben. Und wenn man Jesus anschaut, dann kann man das wunderbar einordnen. Er und seine 12 Jünger, die bewegten sich so in diesem zweiten Kreis. Aber es wird in der Bibel beschrieben, wie Jesus innerhalb dieser Gruppe noch 3 Menschen hatte, mit denen er eine besonders enge Beziehung hatte. Petrus, Jakobus und Johannes. Und wenn du und ich wirkliches geistliches Wachstum haben wollen, dann lohnt es sich mal so, unser Leben anzuschauen und sich zu fragen, ja, in welchen Kreisen bewege ich mich eigentlich hauptsächlich? Habe ich diese innersten Kreise? Und dann ganz wichtig, pflege ich auch diese innersten Kreise. Wie wir das machen können, das schauen wir später noch ein bisschen genauer an. Aber vielleicht ist es bei dir einfach mal dran zu reduzieren. So im Sinn, weniger ist mehr oder weniger ist tiefer. Weil ich erinnere, die größte Entwicklung, geistlich, persönlich, innere Heilung, Wachstum, das passiert in diesen 2 engen Kreisen. Und was braucht es, dass in diesem ersten und zweiten Kreis eben auch so dieses Wachstum passieren kann? Das ist der nächste Punkt. Lass uns echtes Leben teilen. Larry Crabb, ein christlicher Psychologe und Professor der Psychologie, der sagt in einem Interview unter anderem, meiner Ansicht nach hängen viele Probleme seelischer Natur mit unserer Unfähigkeit zusammen, echte Gemeinschaft zu erleben. Deshalb glaube ich, dass es oft nicht darum geht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, als vielmehr darum, echte Gemeinschaft zu erleben. Gott hat uns als Gemeinschaftswesen erschaffen. Und das größte Hindernis für echte Gemeinschaft ist Scham. Wir Christen fürchten kaum mehr etwas, als voneinander schlecht dazustehen. Deshalb tragen wir Masken. Wir gehen sonntags in die Kirche und jemand fragt, wie es uns geht und wir sagen, gut, danke, lautet unsere Antwort. Und in Wirklichkeit sind wir furchtbar einsam oder haben gerade heftig mit unserer Ehefrau gestritten. Es muss Zusammenkünfte geben in unseren Gemeinden, wo die Kraft des Evangeliums, die Kraft der Scham überwindet. Und nicht alles soll ich mit allen im großen Kreis teilen. Aber Gemeinschaft in diesem ersten und diesem zweiten Kreis, das ist oder sollte ein Ort sein, wo man sich ohne Verurteilung, wo man sich ohne Belehrung begegnen kann. Ein Ort, wo ich mich ohne falsche Scham zeigen kann. Und ich sage falsche Scham, weil Scham an sich ist nichts Schlechtes. Es ist einfach ein Gefühl und hat wie jedes Gefühl seine Berechtigung. Aber falsche Scham hindert uns daran, es zu zeigen und offen zu legen, weil ich Angst habe, noch mehr beschämt zu werden mit diesen Blicken so, okay, du als Christ. Oder verurteilt zu werden, ausgeschlossen, belächelt, verachtet, nicht ernst genommen oder eben belehrt zu werden. Und echte Gemeinschaft ist ein Ort,
wo ich mit meinen Fehlern, mit meinen Kämpfen, mit meiner Scham, mit meiner Angst, mit meinen Zweifeln, meinen Freuden, aber auch Erfolgen und Träumen und Hoffnungen, mit meinen Enttäuschungen, meinen Verletzungen, wo ich mich zeigen kann und trotzdem angenommen und geliebt werde. Wo man mit mir lacht und weint und hofft und trauert, wo man mir vergibt und tröstet und wo man mich herausfordert. Weil das ist ein Teil von echter, tiefer Gemeinschaft. Einen Ort zu haben, wo ich mich zeigen kann als die Person, die ich wirklich bin. An dem Ort, wo ich stehe und wo die anderen sich zeigen können als die Person, die sie sind, an dem Ort, wo sie stehen. Und wo wir dann aber eben auch eine Perspektive haben auf Wachstum und auf Entwicklung, auf das, was noch kommen kann, was Jesus noch vorhat mit uns, durch uns, in uns und um uns. Und wie kommen wir an diesen Punkt? Larry Crabb sagt weiter, und ich finde das hochspannend und für manche vielleicht auch ein bisschen provokativ. Ich finde es großartig, wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam die Bibel lesen und beten. Aber manchmal sind Bibellesen und Beten nützliche Dinge, Werkzeuge, um uns gegenseitig auf Distanz zu halten. Kennst du das? Du zeigst dich vielleicht und es ist ein Moment, in dem du dich vielleicht ziemlich so ungeschützt und nackt fühlst, verletzlich, bedürftig. Und jemand aus der Kirche kommt und gibt dir einfach so christliche Standardantworten. Fängt an, dir Ratschläge zu geben. Ein Bibelvers nach dem anderen. Möchte also eine geistliche Diskussion über dein Problem anfangen. Und bei dir passiert so, okay, nein, das brauche ich jetzt eigentlich wirklich nicht. Hast du mich gehört? Hast du mich gesehen? Hast du irgendwie wahrgenommen, wie es mir geht? Oder es geht darum, dass wir Leben miteinander teilen. Und jemand erzählt nicht von sich oder wo er oder sie in Bezug zu dieser Bibelstelle in seinem Leben steht, sondern es geht einfach noch darum, noch mehr Hintergrundwissen oder noch mehr Bibelstellen dazu zu sagen oder was er oder sie zu dieser Bibelstelle denkt. Und es bleibt so auf dieser kognitiven, theologischen Oberfläche. Es bleibt eine Diskussionsgruppe. Aber Veränderung passiert nicht dort, wo wir über die Bibel reden, sondern dort, wo wir Leben miteinander teilen. Und Sonntagmorgen ist wichtig, Predigten sind wichtig, Bibellesen, es ist alles wichtig. Aber es kann nicht einfach nur bei dieser Lehre bleiben. Wir brauchen Orte von echter, tiefer Gemeinschaft, wo Leben geteilt wird. Und Larry Crabb redet dann später im Interview davon, dass es nicht einfach darum geht, dass man einfach sein Herz ausschüttet und die schlechtesten Seiten von sich selber zeigt und möglichst viel Müll bei den anderen ablädt, sondern dass es darum geht, sich zu zeigen und sich zusammen auf etwas Gutes, auf Jesus hinzubewegen, mit all den Umwegen, die es dafür braucht. Und im Mittelpunkt steht die Frage, wo stehe ich in meiner Entwicklung, Jesus ähnlicher zu werden? Und was hindert mich oder was hält mich auf? Und ein Punkt, der uns dabei hilft, ist Beständigkeit und Regelmäßigkeit. Jesus hatte, das ist der 4. Punkt, Jesus hatte mit den Jüngern nicht einfach so ein Intensiv-Seelsorge-Retreat auf Mallorca oder ein Power-Wochenende am Thunersee. Entschuldigung, Matthias, wegen dem Mallorca, das hatte ich schon vorher vorbereitet, bevor ich das wusste. Und so Sachen, die tragen definitiv zum geistlichen Wachstum bei. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann zieh dir das rein, dann mach das. Das ist gut. Aber es hat nicht die gleiche Qualität, wie wenn du dich regelmäßig
und über längere Zeit, vielleicht sogar über sehr lange Zeit, dich mit den gleichen Menschen triffst in diesem ersten und in diesem zweiten Kreis. Zum Beispiel in einer Small Group. Ich bin seit Jahren, ich habe irgendwie versucht herauszufinden, seit wie vielen Jahren, ich weiß es einfach nicht, es ist wahrscheinlich schon so lange, dass ich mich treffe in einer Small Group mit ein paar wunderbaren Frauen. Wir schaffen es auch nicht, uns jede Woche zu treffen, das würde mich, glaube ich, total überfordern. Bei uns ist es etwa einmal im Monat. Nächsten Dienstag ist es wieder soweit. Und dieser Abend, der hat für mich so eine Priorität, der ist so wichtig. Und das Spannende ist, ich glaube, wir können an einer halben Hand abzählen, wie oft das jemand gefehlt hat. Das ist uns wichtig. Und diese Frauen, so unterschiedlich wir alle sind, ich brauche die. Die kennen meine Geschichte und ich muss nicht immer wieder alles neu erzählen. Denen muss ich nicht alles erklären. Die kennen meine Entwicklungen, die kennen meinen Weg, inklusive Umweg, Verirrungen und Verwirrungen. Und die kennen meine Stärken, aber auch meine Herausforderungen. Kennen meine Zweifel und sie kennen meine Lebensthemen. Und ich ihre. Und weißt du, die halten mich aus. Manchmal muss man mich einfach aushalten. Mein Mann kann das bestätigen. Und die halten aus, wenn ich eben nicht nur zum 3. oder 4. Mal, sondern gefühlt zum 30. oder 85. Mal irgendwie vom Gleichen erzähle. Vielleicht ein bisschen in einer anderen Farbnuance. Und vielleicht sitzen sie auch manchmal da und denken, okay, Christine, haben wir schon mal gehört. Aber sie sind mit mir. Die freuen sich mit mir und manchmal sind sie unglaublich traurig mit mir. Und dort, wo ich nicht glauben kann, dort glauben sie mit und glauben für. Und sie tragen mich im Gebet eben auch dort, wo ich nicht mehr beten kann. Und das nicht nur an dem Abend, sondern die ganze Zeit. Und damit wir diese Verbundenheit und diese Qualität haben können, da braucht es Regelmäßigkeit und Beständigkeit. Und wenn man so lange miteinander unterwegs ist, da kann es durchaus auch zu Situationen kommen, wo man sich übereinander nervt, wo es Reibungen gibt, Konflikte vielleicht sogar. Und das ist gut, weil in diesen Konflikten, in diesen Reibungen, Irritationen, da steckt immer die Chance auf Veränderung. Wenn wir bleiben, wenn wir da durchgehen, wenn wir kommunizieren, wenn wir vergeben und wenn wir vielleicht einfach auch mal stehen lassen, den anderen oder die andere. Aber vor allem, wenn ich bleibe. Und was sind so die nächsten möglichen Schritte? Vielleicht ist es, ich habe es vorher schon gesagt, dran, dass du Gemeinschaft ganz bewusst priorisierst. Wie dein Leben mal so kurz durchzuscannen. Wo bewege ich mich hauptsächlich? Bin ich vor allem in diesem 3. großen Kreis mit 50 Leuten oder bin ich vielleicht auch in diesem eher sogar noch größeren Kreis, 150 Personen, ständig umgeben von vermeintlich vielen Kontakten und Beziehungen. Aber diese 2 kleinen Kreise, die fehlen. Dann ist es vielleicht dran, dass du diese Gemeinschaft, dass du diese Gemeinschaften ganz bewusst priorisierst. Dass du anfängst, ganz bewusst dich mit anderen Menschen zu treffen, die ebenfalls sagen, hey, ich will Lernender von Jesus sein. Vielleicht ist es Zeit, dass du dich einer Small Group anschließt oder dass du mit ein paar Leuten, die du schon magst, eine Small Group beginnst. Vielleicht bedeutet das auch, dass du eben gewisse Sachen abschneidest und reduzierst und dich entscheidest dafür, mehr in 1:1 Beziehungen zu investieren. So im Sinn, wie ich vorher gesagt habe, weniger ist mehr oder eben weniger ist tiefer. Und vielleicht ist es auch dran, dass ihr als Gruppe, die ja schon zusammen unterwegs seid, so feste Rituale etabliert.
monatliche, vielleicht zweiwöchentliche Treffen, so mit Essen, Austausch, Gebet. Weil wenn wir die Bibel anschauen, dann zieht sich so dieses gemeinsame Essen, das zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Jesus durch. Der saß ständig am Tisch und hat mit den Leuten gegessen. Und auch das Abendmahl, das war ja eigentlich nichts anderes als einfach der letzte Nacht, wo die miteinander hatten. Das war nicht so, okay, liebe Jünger, ich führe jetzt was ganz Neues ein. Das heißt Abendmahl. Nehmt doch bitte alle euer rotes Heft hervor und dann schreiben wir auf, ein Abendmahl ist. Nein, das haben die ganze Zeit gemacht. Die haben immer miteinander gegessen und beim Miteinander essen, wie übrigens ja auch beim Miteinander laufen, gehen, da entstehen oft die besten Gespräche. Und Jesus wusste, hey, das ist mein letzter Abend, den ich so physisch mit meinen Jüngern verbringen werde. Und er sagte da, macht das weiter, bleibt zusammen als Familie, die wachsen will. Teilt euer Leben. Ich schicke euch gleich noch runter, es ist noch nicht so weit, ihr dürft. Irgendwie funktioniert das bei mir mit der Band nicht. Ich versuche denen immer ganz gut zu sagen, wann sie auf die Bühne kommen und schon das letzte Mal standen die dann da und wussten nicht, was machen, weil ich noch so lange geredet habe. Aber vielleicht ist es eben auch ein Zeichen, Christine, wir mögen nicht mehr, mach doch endlich mal fertig. Also, nein. Er sagt ihnen, macht das weiter, bleibt zusammen als Familie, die wachsen will. Teilt euer Leben miteinander, esst zusammen und erinnert euch daran, was ich für euch gemacht habe und was ich noch machen will. Und dann ging das ja weiter so in der ersten Kirche. In der Apostelgeschichte, als das so richtig abging und es immer weiter wuchs. Auch hier war ja das Abendmahl als Erinnerung. Das war ja nicht einfach ein Schlückli Wein und ein Stückli Brot, sondern die haben sich ständig in den Häusern getroffen. Es heißt ja, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und dann feierten sie in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Und auch hier hat das Abendmahl geheißen, hey, wir treffen uns und wir teilen unser Leben miteinander und haben den Fokus auf Jesus. Und wenn du dich so entscheidest, eine Tischgemeinschaft zu haben als Gruppe, oder wenn du dich entscheidest, so eine Small Group zu haben, und jetzt sage ich das ganz laut für die Band, nein, jetzt kommen sie eben nicht, jetzt weigern sie sich, genau. Nein, jetzt wäre so der Moment, unauffällig lösen wir diese bilateralen Probleme. Dann findet doch heraus, was zu euch passt, weil das entspricht nicht allen. Oder kennt ihr diese Teilete? Alle bringen etwas mit und alle essen von dem. Das ist für manche das Nonplusultra. Die Augen strahlen, der Geifer läuft und die freuen sich drauf. Aber es gibt auch Menschen, für die ist das keine Grundlage zum Wachstum, sondern eher für Hautausschlag und Magengeschwür. Findet heraus, was zu euch passt. Und auch hier gilt, was Dani in seiner Predigt zum Fasten gesagt hat. Arbeite nicht gegen, sondern arbeitet mit eurer Persönlichkeit. Und noch so ein kleiner, aber wie ich finde, so wichtiger Hinweis. Dieses gemeinsame Essen, dieses gemeinsame Zusammenkommen, das Essen ist im Fall nicht das Wichtigste. Es ist keine Mini-Küche, Dini-Küche. Wer hat am meisten Punkte am Schluss? Wer kann das geilste Gericht hintatschen? Wer kann das größte Steak grillieren und das beste Bier auftischen oder sich durch die meisten Länder durchkochen? Das kann auch spannend sein.
aber irgendwie so ein bisschen am Ziel vorbei. Es geht vielmehr darum, dass wir am Tisch dann eine Basis schaffen, um Leben miteinander zu teilen. Und dann kann das Essen etwas ganz, ganz Einfaches sein. Es kann sogar immer das Gleiche sein, wenn euch das als Gruppe entspannt. Es kann auch heißen, dass man eine Zeit lang einfach so als Gruppe immer wieder zur gleichen Waldhütte läuft, Feuer macht und dann eine Wurst brötelt oder eine Suppe im Topf. Und verstehe mich nicht falsch, natürlich darf das Essen schmecken und einem Freude machen, aber nicht der Grill, das Steak, der Wein, die Gewürze, die Küchentricks oder das Essen stehen im Mittelpunkt, sondern vielmehr gehen wir wieder zurück. Und die Frage soll im Mittelpunkt stehen, hey, wo stehe ich auf meinem Weg mit Jesus? Oder wie Larry Crabb das gesagt hat, wo stehe ich in meiner Entwicklung, Jesus ähnlicher zu werden? Was hindert mich daran oder was hält mich auf? Ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir. Du hast uns berufen, so Teil einer geistlichen, einer göttlichen Familie zu sein. Und das ist etwas Wunderbares, das kann aber manchmal auch sehr herausfordernd sein. Und du hast uns berufen, nicht einsam zu sein, sondern miteinander zu sein. Und ich möchte jetzt beten für all die Menschen, die hier sind und sagen, aber ich bin eigentlich einsam. Und ich weiß gar nicht, wie ich diesen ersten Schritt machen kann. Ich bitte dich, dass du Türen aufmachst, wo Menschen in eine gesunde und tiefe Beziehung kommen können. Dass Menschen Anschluss finden können und wo wir Leben teilen können. Wo wir uns zeigen können als die, die wir sind. Und wo wir Liebe, Vergebung, Annahme und Perspektive und Hoffnung miteinander erleben dürfen. Wo wir erleben dürfen, was es heißt, dich, Jesus, in unserem Leben zu haben. Und wo wir Lernende und Lehrlinge von dir sein dürfen. Weil du, Jesus, danke. Das ist etwas, das sich lohnt. Amen.